Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen unangenehmen Fragevideo. Heute mit am Start ist der Adi Totoro. Ja, was läuft? Ich bin der Adi. Der Gian Maria Finger. Ein Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Damit, hallo, ich bin der Gian. Und natürlich meine Wenigkeit. Unglaublich chillig. Und ich würde sagen, wir starten direkt in die unangenehme Frage ein, weil heute, da wird es wirklich sehr unangenehm. Let's go. In welchem Auto und wo hast du dein erste Mal gehabt? Eigentlich ganz eine easy Antwort, und zwar ungefähr vor 3 Jahren habe ich mein das erste Mal gehabt. Vielleicht ist das für die heutigen Verhältnisse bei den Jugendlichen relativ alt, als ich das gegeben habe, aber ja, es ist noch nicht so lange her, als ich mein erstes Mal gegeben habe. Ganz wichtig, ihr könnt schon mal jetzt ein Like aufs Video geben. Nice! Mein erstes Mal hatte ich recht spät gehabt, und zwar im Alter von 20. Ja, ich bin jetzt 21, also vor einem Jahr ist das gesehen. Aber das Alter finde ich nicht so schlimm, mehr der Ort, und zwar auf dem Gusch. Also nicht im Bett, sondern auf dem Gusch, auf dem Sofa, im Wohnzimmer von meiner damaligen Freundin. Mein erstes Mal Sex hatte ich mit meiner ersten Freundin. Ich war, glaube ich, 15 gewesen. Ja, ich müsste 15 gewesen sein. Und das war bei ihr daheim. Wo habe ich mein erstes Mal gegeben? Im Schlafzimmer von meiner Freundin. Wo noch jetzt meine Freundin ist. Wann hast du das letzte Mal geweint? Ich habe das letzte Mal gekühlt, als ich ein Video von Maelo geschaut habe, weil das so selten schlecht ist und ich einfach gerade heulen. Wow. Ich glaube, das ist gar noch nicht so lange her. Ich weiss gar nicht mehr, wenn ich das letzte Mal wirklich brüllt habe. Eines der letzten Mal, wo ich mich gut mag erinnere, das ist schon ein paar Monate her wahrscheinlich. Dort habe ich so einen Bericht über mich gelesen, also einen Bericht, so eine Beschreibung, eine Persönlichkeitsbeschreibung von mir. Es hat mich sehr berührt, wie zutreffend die war, wie sehr ich mich in der Person, die dort ist geschildert wurde, wiedererkannt habe. Das war sehr ein schöner Moment. Dort habe ich das letzte Mal sehr fest gebrüllt und dann habe ich das beiseite gelegt und schnell ein paar Minuten gebraucht, dann weitergelesen und dann wieder ein bisschen Pause gebraucht. So, ja. Nur noch zum Sagen, ich bin nicht so ein Mann, der das Gefühl hat, ich bin mit meiner Männlichkeit eingeschränkt oder so, wenn ich heule oder brülle. Dann habe ich das Problem damit. Also da lasse ich einfach den Gefühlen freien Lauf. Also mache ich wirklich. Und ich würde sagen, das letzte Mal vielleicht so, ich glaube, das ist 2-3 Wochen her oder so. Nein, ich habe das letzte Mal gekühlt. Ich glaube, es ist wirklich sehr lang her, Mitte August vor einem Jahr. Ich heule wirklich sehr selten. Aber nicht, weil ich nicht gerne Gefühle zeige, sondern wenn ich heule, dann eh nicht von anderen Leuten. Das mache ich eigentlich nie. Sei es Freundin, Eltern, irgendetwas, sondern dann heule ich meistens allein. Aber ich heule schon selten. Ich bin sonst dann einfach sad und heule nicht. Sag mal, hast du schon Urin getrunken? Nein, das habe ich noch nie gemacht, freiwillig. Vielleicht irgendwo mal im Ärgerbach oder so, wo weiter oben ein kleines Kind drin geschifft hat und ich dann im Wasserbück war und aus Versehen etwas geschluckt habe. Vielleicht so mal. Und zudem habe ich sogar noch eine lustige Story. Ich breche sie ganz knapp zusammen, weil ich sie nicht ausholen will. Ich habe eines Tages den Kühlschrank aufgemacht. Dort war eine Milchflasche drin. Ich wollte Milch trinken, ich habe von der einen Schluck genommen und es war keine Milch. Ja, ich habe schon mal Urin getrunken. Wir haben hier bei der Familie so ein Fässchen, das gerade vom WC runterkommt, und dort sammelt sich das und dann tun wir das meistens zum Morgen mit so einem Saft machen. Das ist eigentlich recht gut. Ich kann empfehlen, im Fall, ihr müsst noch ein bisschen salzen, weil Urin ist ja schon salzig, aber wenn es noch ein bisschen salzig ist, schmeckt besser. Hure lustige Witze, Adi. Nein, ich glaube im Fall, solange ich mich erinnern kann, habe ich nicht Urin getrunken. Vielleicht mal so als kleines Kind mit 3 oder so. Aber ich glaube, also, dass ich mich daran erinnere und absichtlich, nein. Aber ich muss etwas beichten, und zwar haben wir mal mit meinen Kollegen in der Jugend, haben wir mit einem anderen Kollegen gesagt, wenn du zu uns in der Gruppe gehören willst, dann musst du das hier trinken. Und wie gesagt, das sind Rivella ohne Kohlensäure. Aber es war etwas anderes. Aber er hat es nur ganz kurz getrunken und hat das gar noch mehr weggeschossen. Also, ja, ich schäme mich. Ja, Kinder sind grausam. Hast du deine Reichweite schon mal gebraucht, um jemanden zu beeindrucken? Und da muss ich ehrlich sagen, ja. Welche Reichweite? Ich würde jetzt einmal ja sagen, ich glaube, das hat doch safe jeder von uns schon mal gemacht. Also jetzt nicht in eine Bar reinlaufen und sagen, yo Bro, ich bin der Adi, jeder kennt mich so in der Schweiz. So ist es gar nicht, wenn ich das irgendwo würde sagen. Es würde gar nicht funktionieren, weil mich absolut niemand kennt, gefühlt, außer die Leute, die zuschauen.
Das macht Sinn. Nein, aber habe ich tatsächlich, glaube ich, noch nie gemacht, weil ich finde es komisch, nein, mit irgendwelchen Zahlen oder so, bei irgendjemandem zu flexen oder so. Also nein, habe ich noch nie gemacht, nein. Ja, okay, wenn man vielleicht mal so im Ausgang ist und irgendwelche neuen Kollegen kennenlernt oder so, hat man vielleicht schon mal, wenn man betrunken war, schon mal gesagt, wie viele Abonnenten man hat oder was man so macht als Beruf. Aber irgendwie kann man ja auch stolz darauf sein, dass man das erreicht hat. Und wenn ein YouTuber bei dieser Folge Nein sagt, tut einfach liegen. Ist ja so. Aber vielleicht nicht so, wie man denkt. Ich und Adi haben dort einfach so ein Game, wo wir manchmal beim Zugfahren so anfangen zu flexen, dass es die Person, die irgendwie uns zulässt, mitbekommt. Das ist eigentlich noch recht lustig. Aber so real, um jemanden zu beeindrucken oder vielleicht so umzubekommen, ich glaube nicht. Ich bin auch ein bisschen zu bescheiden und schüchtern, um jetzt so «Bam, da, YouTube, Zahlen». Also, nein, habe ich noch nie gemacht. Hast du schon mal jemanden beim Sex erwischt? Ja, ich habe schon jemanden beim Sex erwischt. Und zwar war das meine Ex. Sie hat damals Geschlechtsverkehr mit einem gewissen Adi gemacht. Das ist so ein richtiger Spaß, Adi, den wir nicht kennen. Aber sonst habe ich im Fall ohne Scheiß noch nie irgendjemanden beim Sex erwischt. Sei das meine älteren Kollegen oder so. Aber nee, ja, eigentlich recht unspektakulär. Und ich merke gerade, mir läutet jemand an. Schnell, ich muss kurz ans Handy da gehen. Ich soll sagen, wer? Ja, das kann ich jetzt nicht machen. Das sage ich jetzt wirklich nicht. Das wäre ein bisschen cringe. Ob es meine Eltern waren? In der letzten Folge habe ich es ja gesehen, ich habe meine Eltern noch nie erwischt und ich gehe auch nicht so viel an Open Airs bzw. Festivals, von dem her habe ich dort auch noch nie mehr erwischt. Also nein, ich habe noch nie jemanden beim Akt erwischt. Aber ich habe letztens so eine heftige Story gehabt und zwar bin ich so auf einem Waldweg einfach am Latschen gewesen, und dort auf einmal sind einfach 2 Personen, Mann und Frau, viertelblut, nackt, einfach am Sitzen. Wenn ich da durchgelaufen bin, haben sie gerade in der letzten Sekunde das Picknicktüchli so genommen und über sich drüber gestülpt und hier so Schiss gehabt, dass ich irgendetwas sehe. Ich bin so da durchgelaufen, mit dem Skate unter dem Arm, so da durchgelaufen und ich sehe einfach nur 4 Beine aus dem Tüchli so rausragen und ich dachte, oh mein Gott. Aber ja, sie sind 100% beide splitterfasernackt gewesen. Vielleicht haben sie erwischt beim Akt, aber ich habe es nicht gesehen. Also, oder vielleicht haben sie es danach noch gemacht. Ich weiß es nicht. Wenn du etwas an deinem Körper müsstest ändern, was wär's? Kurz überlegen. Kurz strecken. Ganz klar Schwanz verkleinern. Wenn ich irgendetwas ändern müsste, dann müsste ich das so sagen wie der Farid Bang. Ich würde mein extrem ausgeprägtes Geschlechtsteil verkleinern lassen. Also ganz ehrlich, ich bin zufrieden mit meinem Körper. Das Einzige, was ich will, ist gesund sein und fit sein, für mich selber, mich fit fühlen. Aber wenn ich etwas müsste ändern, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen grösser machen, so 1,85 oder so, anstatt 1,70. Das war's komplett. Ich habe das Glück, dass ich wirklich mega zufrieden bin mit meinem Körper. Ich bin mega zufrieden mit allem von oben bis unten, wenn man das so sagen kann. Aber die Frage heisst ja, wenn ich etwas müsste ändern, was würde ich ändern? Der eine Zahn da vorne, das ist nicht so dumm, aber ich habe mal im Turnen einen Ball in die Fresse gekriegt und dann ist es ein Eckli abdingselt vom Zahn, abgehakt. Dann hat es der Zahnarzt geflickt, dann ist es wieder rausgehakt und jetzt hat es der Zahnarzt wieder geflickt, aber hure hässlich und es hat da so einen kleinen Spalt drin und das würde ich ändern. Ich glaube, etwas, was vielleicht auch schon ein paar wissen, ich habe recht starke Geheimratsecken, heisst, der Haaransatz ist so gefühlt, etwa genau so. Das würde ich machen, so ein bisschen dichteres Haar mit einem schöneren Haaransatz, das fände ich schön. Aber mit dem muss man auch leben, dass das halt so ist. Ausser wenn ich mal viel zu viel Geld habe, kann man ja auch eine Haartransplantation machen. Hey, da hätte ich ganz kurz eine Frage an die Community. Und zwar, findet ihr, eine Haartransplantation ist okay zu machen? So ein bisschen wie eine Zahnspange? Schreibt mal einen Kommentar, ob ihr findet, eine Haartransplantation ist etwas, was man sollte oder kann machen aus eurer Sicht oder etwas, was man eher nicht machen sollte. Hast du schon mal einen Korb bekommen? Ja, ich habe tatsächlich schon einen Korb bekommen. Also, diesen Korb habe ich mal geschenkt bekommen. Gut, ja, unlustig, ich weiss. Ganz ehrlich, jeder von uns hat doch schon mal einen Korb bekommen. Wartet schnell. Ich habe zum Beispiel diesen Korb hier bekommen. Ja, logisch habe ich schon mal einen Korb bekommen. Also ohne Scheiß, wer hat noch nie einen Korb bekommen oder wer hat schon mal irgendetwas Nice gefunden und die hat mir gesagt, jo, sorry, also für mich funktioniert das besser auf einer freundschaftlichen Basis. Ja, ich habe auch schon mal einen Korb bekommen. Und zwar von meiner jetzigen Freundin.
Was ist denn das für eine Story? Ja, ich habe sicher schon mal einen Korb bekommen. Ich finde das Ganze viel einfacher, wenn man ziemlich schnell auf den Punkt schafft, wo man hin will. Gegenseitige Interessen da und das klar machen, und wenn es nicht da ist, dann shit happens, schade, und wenn es da ist, dann halt cool, aber wenn du so ein bisschen direkt auf das ausarbeitest, dann kannst du entweder gewinnen oder verlieren, aber immerhin kannst du nachher nicht sagen, ich habe es nicht gemacht. Also. Und in dem Sinne wäre es also schon mit den unangenehmen Fragen. Danke nochmal an den Adi und den Can fürs Mitmachen. Ja, hat mich sehr gefreut, Maelo. Hast mich eingeladen. Danke vielmals. Ich hoffe, ihr habt Spass gehabt beim Video. Macht's gut. Peace. Dann von Messi vielmals, Maelo, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir sehr gefallen, bei dir hier in dem Video zu sein. Messi, dass ihr dabei sein könnt. Nice. Tschüss. Es würde mich natürlich wie immer sehr, sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben würdet da lassen, den Kanal würdet abonnieren und die Glocken aktivieren. Und in dem Sinne würde ich sagen, ciao!